Moje, mein Name ist Marie Fischer, ich bin 24 Jahre alt und arbeite am Enseignement fondamental. Ich habe meinen Bachelor en Sciences de l'Éducation auf der Universität zu Lützeburg gemacht. An meiner Bachelorarbeit habe ich analysiert, wie Geschlechterstereotypen sich an Lützeburgische Bilderbücher befinden. Dafür habe ich insgesamt 20 Lützeburgische Bilderbücher ausgewählt und die habe ich auf Geschlechterstereotypen in verschiedenen Bereichen analysiert. An meiner Bachelorarbeit habe ich als erstes am theoretischen Teil die Relevanz von meiner Forschungsfrage begründet. Dafür habe ich anhand von der aktuellen Geschlechter- und Bilderbuchforschung gewiesen, dass Bilderbücher mit Geschlechterstereotypen sich negativ auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung von der Kinder auswirken. Am empirischen Teil von meiner Arbeit habe ich mich damit der Frage beschäftigt, wie Geschlechterstereotype gehen an Bilderbücher und wie Bilderbücher will ich überhaupt auf Geschlechterstereotypen analysieren. Dafür habe ich mich dazu entschieden, Lehrpersonen aus dem C1 zu kontaktieren und zu fragen, wie Bilderbücher sie Terra ansetzen. Die 20 Bilderbücher, die mir am oftsten genannt wurden, habe ich dafür meine Bachelorarbeit genutzt. Das Bilderbücher habe ich auf verschiedene Geschlechterstereotypen analysiert, indem ich Tabellen abgestellt und Kriterien abgestellt habe, für die Geschlechterstereotypen zu analysieren. Beim Aufstellen von den Tabellen und von den Kriterien habe ich mich an internationale Bilderbuchanalysen orientiert. Datenauswertung von meiner Bachelorarbeit weist, dass das weibliche Geschlecht an den Bilderbüchern manchmal oft vorkommt wie das männliche Geschlecht. Außerdem habe ich festgestellt, dass weibliche Figuren auch manchmal oft am Titel vorkommen wie männliche Figuren. Ich habe noch festgestellt, dass die weiblichen Figuren manchmal oft Hauptrollen und auch manchmal oft Nebenrollen überholen. Proportional geguckt, also da war so, dass es relativ ausgeglichen ist für die beiden Geschlechter. An anderen internationalen Studien wurde festgestellt, dass das weibliche Geschlecht viel mehr oft Nebenrollen ausübt, während das männliche Geschlecht viel mehr oft an Hauptrolle gewiesen wird. Nämlich, wie an anderen internationalen Studien, habe ich auch herausgefunden, dass am Bereich vom Beruf weiterhin immens viel Geschlechterstereotyp-Durchstellungen für beide Geschlechter an den Bilderbüchern gewiesen gehen. So gehen zum Beispiel auch viel Männer und Frauen am Beruf gewiesen an den analysierten Bilderbüchern. Am Bereich vom Haushalt ist es ähnlich. Da gibt es auch weiterhin ganz steif Geschlechterstereotypen, sodass viel mehr Frauen am Bereich vom Haushalt gewiesen gehen, wie das der Fall ist bei den Männern. An dem Bereich von der Freizeit und auch am Bereich von der Erziehung ist es ähnlich. Da gibt es vielen analysierten Bilderbüchern mittlerweile schon mit den steifen Geschlechterstereotypen gebracht, sodass beide Geschlechter oft an vielseitigen Tätigkeiten gewiesen gehen. Wichtig ist es an dieser Platz dann auch noch zu erwähnen, dass sowohl Mädchen wie auch Jungen trotzdem noch immer mit immens stereotypen Spielsachen durchgestellt gehen. Allgemein lässt sich dann so, dass die Resultate auf meiner Bachelorarbeit weisen, dass Bilderbücher nach viel Stereotypen draufstechen und dass es wichtig ist, wenn ihr so Bilderbücher mit Kindern behandelt, dass ihr die Bilderbücher auch an die Stereotypen, die da dran sind, zusammen mit den Kindern kritisch heranredet. Ich sprach Feminismus, weil ich für Gleichberechtigung und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Das bedeutet für mich, dass ich mich an der Schule will, am Kader von einer geschlechtsbewussten Pädagogik dafür einsetzen, dass alle Schüler und Schülerinnen sich können optimal an ihrer Geschlechtsidentitätsentwicklung entfallen. Das heißt für mich, dass ich sie will dabei unterstützen, sich frei nach ihren Interessen und nach ihren Möglichkeiten zu entfallen. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir nicht mehr so an unserer Gesellschaft über Kinder von heute die Zukunft von morgen durchstellen, eine reale Gleichberechtigung an unserer Gesellschaft können durchsetzen.